Also, ich würd halt als allererstes mal sagen, definitiv hat er die an den Füßen nicht zuerst gekriegt, sonst wäre er nämlich vorne übergekippt. Logischerweise. Also, wenn ich halt sehe, dass der da am Bauch auch eine drin hat, wusste ich übrigens gar nicht. Ich dachte, der hätte an den Händen und Füßen und so. Dann würde ich halt sagen, Junge, wenn ich Jesus ans Kreuz nageln würde, ich falscher Pharisäer, ich nagle Jesus ans Kreuz. Und dann würde ich zuerst mal in die Mitte reinhauen. Dann gibt er auch endlich Ruhe. Erstmal ordentlich gepfählt. So, der Vampir steht nicht mehr auf. Dann linkes Ärmchen, rechtes Ärmchen, linkes Beinchen, rechtes Beinchen und das ganze Jesus-Männlein. Habt ihr gedacht, hä? So. Eine Flasche Wein, was kann da schon gefährlich sein? Holla, ich glaube, das ist wirklich das Blut Christi. Okay. Gib alles, Junge. Hä? Verstehe ich nicht. Welt zu betreten. Willst du noch was trinken? Kann ich jetzt wenigstens die Flasche wegschmeißen? Nee, ne? Eine Flasche Wein, eine schöne Flasche Wein. Die wurde sogar von Antonio gesegnet. Ja, das ist doch super. Mach mal weg da. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter den Indianer Jonas. Ist doch dunkel hier. Ah, jetzt ist es besser. Und wir machen uns auf... Was ist das da? Eine Fakel. Wir machen uns auf in die Unterwelt. Brenn mal. Ja, jetzt brennt sie. So. Weil wir in der Oberwelt nicht weit kommen. Hopp. Muss doch reichen, oder? Mal ernsthaft. Kann ich hier irgendwie peitschen oder so? Okay, hat nicht gereicht. Ja, ich habe jetzt auch keinen Bock, das ewig zu probieren. Wir gehen in die Unterwelt. Siehst es, wir gehen in die Unterwelt. Jetzt ruckeln wir auch mal schön hopp, die Treppe hinunter. Also, so weit ist das gar nicht, oder? Oh, hopp. Siehst du. Noch ein Hüpfer. Da hätten wir auch runterhüpfen können, oder? Karte freigeschaltet. Karte der Unterwelt. Los, an mit dir. So. Nun gut. Nach diesem unglaublich... Wieso brennen diese Spinnennetze nicht? Unglaublich schwierigen Rätsel, wo ich jetzt noch nicht verstanden habe, was der Witz dabei war. Ich habe es halt einfach mal im Kreis gedreht. Okay. Ja, vielleicht war es gar kein Rätsel. Vielleicht war es nur ein Lenkrad. So, was haben wir denn hier? Hier sieht's aus wie bei mir im Keller. Abgesehen von den vielen Kreuzen. Ich habe nur gekreuzigt im Keller. Und Kreuzspinnen. Beziehungsweise Spinnenwesen, die ich gekreuzt habe. Die Freundin macht Geräusche. Drücke linker Trigger, um die Flamme anzuheben und besser sehen zu können. Es ist jetzt voll, aber voll der Unterschied hier. Humpa, 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 tätere, tätere. Oh, ich bin heute irgendwie in Feierlaune. In Faschingslaune, glaube ich. Das ist nicht gut. Ich mag Fasching nicht. Hier. Also, steck an. Steck die eine an, mein Guter. Jetzt, also. So. Da. Machen wir das da auch an. Damit das schön aussieht hier, gell? So, gucke. Ist das hier Grabkammer oder so? Erstmal an die Decke gucken. Decke gucken ist immer wichtig. Vergisst man oft.
und dann übersieht man was. Das da zum Beispiel. Okay. Cool. Was ist das? Achso, da bin ich durchgegangen. Ja, Holla. Oh. Was ist das? Foto machen. Ja, Foto machen mache ich gerne. Hier. Einmal Wandbild der heiligen Wunden. Nun ja, wenn du das sagst. Jesus am Kreuz. 5 Was heißt denn hier Wunden. Hinweise? Wie komme ich denn da oben hin? Hä? Vielleicht etwas Wein in die Ach, Schale. wenn man mehr Fotos macht und dann kriegt man Hinweise. Ja komm, das hätte ich noch hingekriegt, dass ich da also... So. Antike Aus Büste. dem Weg damit. Oh, da ist noch so ein Dingens. Da ist noch so ein Ding. So, da müssen wir auch ein Foto machen, oder was? Heiliger Kelch. Wo? Ach, da! Ja, jetzt Er sehe nahm ich. den Becher und er dankte Gott. Gab ihn seinen Jüngern und sagte, nehmet und trinket alle daraus, denn dies ist mein Blut. Lecker, lecker, Vampire. Und dann kam Ostern und Zombie Jesus, er stand wieder auf. Und er brach das Brot, brach das Brot und verteilt es unter den Armen. Ach Gott, ist der alt. Das macht nix. Habe ich immer eine gute Ausrede. Das ist ein alter Witz. Das war halt früher so. So. Was hat er jetzt gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Komm, ich fotografiere. Vielleicht kriege ich dann noch einen Tipp. Hier gibt's keinen Tipp. Sorry, ich hab nicht hingehört. Ich glaube, der Witz ist... Ich mach da jetzt mal Wein rein. Hopp. Gib alles. Mach einen Rand voll. Denn dies ist mein Blut des Bundes, vergossen für viele zur Vergebung der Sünden. Ach, Weiler. Rätsel der heiligen Wunden lösen. Was ist denn das da? Okay. Muss ich... Ach so! Muss ich jetzt... 1, 2, 3, 4. Wahnsinn. Und da steht auch überall 1, 2, 3, 4 drauf. 1, 2, 3. Muss ich jetzt sagen, wie er genagelt wurde? Ans Kreuz genagelt, nicht auf dem Kreuz, ans Kreuz genagelt wurde? Lass mich mal überlegen. Wir gehen mal ganz logisch vor. Also zuallererst mal in den Bauch hat er keine Dingens gekriegt. Doch, hier schon, ne? Der wurde auch am Bauch festgetackert. Krass. Also, ich würd halt als allererstes mal sagen, definitiv hat er die an den Füßen nicht zuerst gekriegt, sonst wäre er nämlich vorne übergekippt. Logischerweise. Also, wenn ich halt sehe, dass der da am Bauch auch eine drin hat, wusste ich übrigens gar nicht. Ich dachte, der hätte an den Händen und Füßen und so. Dann würde ich halt sagen, Junge, wenn ich Jesus ans Kreuz nageln würde, ich falscher Pharisäer, ich nagle Jesus ans Kreuz. Und dann würde ich so erstmal in die Mitte reinhauen. Dann gibt er auch endlich Ruhe. Erstmal ordentlich gepfählt. So, der Vampir steht nicht mehr auf. Dann linkes Ärmchen, rechtes Ärmchen, linkes Beinchen, rechtes Beinchen und das ganze Jesus-Männlein. Habt ihr gedacht, hä? So. Aber jetzt schütte ich da aber auch noch ein bisschen Sekt rein, ja? Ja, aber warum? Oh. 2. Muss irgendwie chemisch mit dem Wein reagieren. Aha. 2. Wie viel Wein ist denn da drin? Auf dem Wasser gehen? Ja, ach so. 3. Ja, aber da passiert nichts, wenn ich was reinkippe, oder? Steht da schon was drin? Ah ne, da kann ich nichts mehr reinkippen. 2, 3. Verstehe ich nicht ganz. Also, okay, da drüben geht's. Oh, da ist eine Tür.
Okay. Achso, steht da irgendwo eine Zahl drauf? Was ist? Warte mal, das ist Füße. Oh, Moment, das ist sein rechter Fuß. Also von mir aus gesehen der linke. Also sein rechter Fuß ist Nummer 3. Ich glaube, das ist der Witz dabei. Oh, es reimt sich. So. Also 1, 2, 3. So. Rechter Fuß auf... das ist wie bei Twister. Rechter Fuß auf 3. Und hier linke Hand auf 2. Naja, das ist so ungefähr wie bei Twister. Moment, war das jetzt die linke Hand? Jesus war Linkshänder? Okay, alles klar. Linke Hand. Jetzt hoffe ich auch natürlich... Na, komm her. Dass das auch wirklich hier... Ja, das ist seine linke Hand. Also hier hat er den Kelch in der linken... Aua, in der linken Hand. So, ne? Er hat einen Kelch in der linken Hand. Und das ist seine linke Hand. Ja, aber nicht, dass sie sagen, ja, aber hier ist er rechts. Und ja, komm, ich fange schon an zu lästern. Na, guck mal, hier hat er die rechte Hand. Das hätte ich ahnen müssen. Aber echt, hey. Das habe ich mir auch gedacht. Da geht doch 100 Pro die Tür zu. Jetzt habe ich keine Fackel mehr dabei. Das ist jetzt eher schlecht. Ich mache erstmal ein Foto, weil das gibt Punkte. Körper Christi. Und er reichte es den Jüngern und sagte, nehmet und esset alle das davon. ist mein Leib. Das ist mein Leib, Alter. Karton. Hier. Dein Leib. Nein. So. Also, die rechte Hand ist auch eine 2. Sehe ich doch von hier, dass es hier was zu fotografieren gibt. Valis Domina. Domina et Dominus? In excelsis Deo? Keine Ahnung. Jetzt habe ich wieder einen Ohrwurm. Das ist nicht gut. Aha. Komm mal her. Gibt's hier eine Fackel? Da gibt's eine Fackel. Fackeln, da wird nicht lang gefackelt. Hier war doch irgendwie eben ein Lichtschalter da. Ja. In excelsis Deo. Keine Ahnung. Ich bin auch biblisch, kirchlich gebildet. Biblisch gebildet, ja von mir aus, aber sowas von. Junge, ich war... Ich war zeitlebens nie Messdiener. Ah, der Speer von Longinus. Moment, Longinus hat ihn in die Brust gepiekt, um zu gucken, ob er noch lebt. Und dann hat lass mich überlegen. Ich glaube, Eva 01 war es, den Speer von Longinus in den Weltraum geschmissen, sodass Nerf nicht mehr drankommt. Genauso steht es in der Bibel. Lest es nach. So. Ich habe hier einen Live-Kommentator mit meiner Freundin, ich höre das Augenrollen. Ich höre es so richtig. Nur zweihändige Nahkampfgegenstände nutze. Okay. 3. Rechte Hand war 2. Speer von Longinus hat ihm in die Brust gepiekt, soweit ich das weiß. Also 2 und 3 haben wir jetzt noch. Aber ich kann ja hoffentlich auch... Oh, zweihändige Waffen soll ich nehmen. Muss doch passierbar sein. Jawohl. Das lässt sich bestimmt wieder reparieren. Gehe ich stark von aus, ja. Gib mir mal die Fackel da. Ach so, ja, können wir erstmal hier. Rechte Hand war 2, soweit ich mich erinnere. Bin mir aber auch nicht mehr sicher jetzt, wo du sagst, ne? Komm mal her. Praktisch. Ja, rechte Hand war 2. Die Lanze von Longinus war 3. Das dürfte die Körpermitte sein. Hoffe ich doch. Komm rüber da. Das ist 3, oder? Ja.
So, dann bleibt nur noch 1 übrig. Dafür bräuchte ich aber einen dünnen Spalt. Ein Spalt schaltet den Schmerz ab. Werbeopfer der 90er. Schön. Gibt's hier ein Fackeldingens, wo ich mal ein bisschen den Raum hell machen könnte? Hier, das da anstecken oder vielleicht das da? Was ist denn das da? Das ist ein linker Fuß. Hat man den jetzt schon? Ne, mit dem rechten Fuß ist er übers Wasser getänzelt. Ja, genau. Komm, dann schmeißen wir es halt einfach hier hin. So. Erstmal ordentlich Foto knipsen hier. Salbung von Jesu. Ach ja, das war das, wo er... was? Ach so. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, das ist das, wo die ihm die Füße waschen wollten und dann ist er hingegangen und hat allen anderen die Käsemauken gewaschen. Na. Jetzt habe ich wieder voll den Ohrwurm hier. Was haben wir denn hier? Eine 4. Lass es eine 4 sein. Jawohl. Finde ich gut, wenn das volle Zahlenspektrum genutzt wird. So. Aber er schmeißt die Weinflasche noch nicht weg. Also es wird da wohl... Wäre das eigentlich auch... Also hier, guck mal. Das ist gesegneter Wein, ne? Roscht. Hätte das auch funktioniert, wenn es nicht gesegneter Wein gewesen wäre? Mann, sind wir gut. Und mit wir meine ich mich alleine. Ihr habt ja da geholfen. Okay. Herr, weise uns den Weg. Ja. Mach mal. Okidoki. Das hätten wir schon mal. Das war ein schönes Rätsel. Das hat mir gefallen. Das ist doch so ein Feuerkelch, oder? Guck mal, da ist der kleine Harry Potter drin. Im Feuerkelch. Ist doch so, oder? Ich habe keine Ahnung. Doch, irgendein Harry Potter Teil, irgendein Buch habe ich mal angefangen zu lesen, die ersten 2 Kapitel, weil ich da gerade für einen Kollegen auf ein Schlagzeug gewartet habe. Und einen Film habe ich geguckt, da war er unter Wasser. Da ist er getaucht. Das ist noch alles, an was ich mich erinnere. Da ist er getaucht und da waren Leute festgekettet. Aber mehr weiß ich dann auch nicht mehr. Kann man die Kerze da anzünden? Nee. Oh, der liegt da aber auch schon länger, ja? Wow, jetzt lass nicht die Fledermäuse Gegner sein. Waren das überhaupt Fledermäuse? Machen wir einen alten Indiana Jones Trick. Gucken, wo die Flamme hingeht. Nee. Da hinten wird der Knopf rot. Siehst du das? Ah, ach so. Weil ich da interagieren kann. Nicht der Knopf der Dingens. Machen wir das einfach so, dass da, wo wir waren, mache ich Feuer an? Oh, das reimt sich. Oder ist ein Nagetier? Das Nagetier, das Nagetier. Also ich glaube, hier gibt es einfach kein richtig und falsch. Es wird wahrscheinlich... Ah, da ist... Doch, da, hier ist falsch. Da ist ein Zettel. Den muss ich mir holen. Kann ich da irgendwie Wand kaputt machen oder muss ich da drumherum gehen? Ja, okay, wir sind einen Weg... Oha. Bodennebel. Aufpassen. Also wahrscheinlich ist jetzt das hier die Zelle, oder? Nee. Das sieht aber... Das sieht irgendwie gemütlich aus hier. Guck mal hier, ein kleiner Herd, eine Karotte. Ah ne, das ist eine Karaffe. Das sieht aber aus wie eine Karotte. Wahrscheinlich heißt das Ding so. Also jetzt mal ernsthaft. Wer designt denn sowas? Das ist ja total dumm. Die kannst du nirgends hinstellen, nur hinlegen und dann fällt das ganze Zeug raus. Das ist total dumm. Und hier, na, da kannst du eventuell einen Stopper drauf machen. Aber da, also das ist ja... Na, oh, da steht was. Irgendwas. Achso, das war eine Speisekammer, also so eine Vorratskammer oder wie, schätze ich. Weil guck, da ist Korn und so, weißt du? Und wie gesagt, ich hab halt so gedacht, dass das hier halt... Ja, aber wenn das doch ein Grabmal ist, was brauchen die dann? Wieso brauchen die in einem Grabmal eine Speisekammer? Ich meine, ja, ich habe vorhin den Witz gemacht hier mit Jesus, dass er nach 3 Tagen auferstiegen ist, dass er also quasi ein Zombie ist.
Aber dann hätten sie kein Korn in der Speisekammer, sondern Gehirn. Denke ich. Oha, da steht eine 2. Wo ist die 1? Moment, hier kann ich was machen. Oh, das sollte schnell runterbrennen. Okay, das war nicht so geplant. Eigentlich habe ich nur gesehen, dass da der rote Punkt ist. Okay, dann gehen wir halt da rein, ne? Da drüben. Ich glaube, das ist ein Abort. Ich gehe erstmal zurück in die große Tür, ne? Weil das Spiel will wahrscheinlich, dass ich in die große Tür da reingehe, oder? Meint er nicht? Ja, Dieser Ort guck. muss tausende Jahre alt sein. Ja, und da ist ein Vermutlich Schlüssel. Eine uralte römische Grabanlage. Ein Grabkammerschlüssel, okay. Ein alter Grabkammerschlüssel, der in den Katakomben unter dem Vatikan gefunden wurde. Den nehme ich natürlich mit. Und Wirst du hier ist die vermutlich Tür nicht und da mehr liegt noch, ne, da ist gar nicht die Tür. Irgendwo habe ich doch eben durch eine Tür geguckt, wo dann ein Zettel zu finden war. Ne, hier war das nicht. Natürlich, mal runterhüpfen muss ja wohl sein. Frage ist jetzt, ob wir noch... Oder ist ein Foto? Ist Jerusalemkreuz. Okay. Das 5-fache Jerusalemkreuz. Symbol der 5 heiligen Wunden. Wo ist denn das 5-fach? 1, 2, 3, 4. Anno Domini MXCLX. Ach du Scheiße. M war 1000. Oh, da hört's aber auf. X ist 10. C ist... Ja, und L auch. Okay, gut. Also bei 10 hört's bei mir auf. Hier kann ich rausgehen. Bei 10 hört's bei mir auf mit den römischen Ziffern. Ich glaube, jetzt gehe ich einfach wieder hoch, oder? Ja, okay, okay, alles klar. Das ist schon mal gut zu wissen. Dass es hier nichts gibt. Gibt's hier... Da war ich noch nicht drin. Irgendwo da komme ich nicht her. Komme ich denn überhaupt her? Ernsthaft jetzt? Ah, da ist eine Fackel. Geh mal hier weiter. Oh, da ist ein Schwungding. Das Schwungding merken wir uns für nach... Oh, da steht eine 3. Das merken wir uns für nachher. Was ist denn das da? Geheimnis gefunden. Ist das da... Nee, das ist ganz was anderes. Das ist nicht die Tür, die ich mal gesehen habe. Tagebuchseite. Paranoides Geschreibsel. Ah, das war er wieder. Anno Domini 1152. Okay. Also M ist 1000. Dann eine 10. Und eine 50 wäre... Was? Ich verstehe es nicht. Ist ja auch egal. 17. Juli. Höret, ich bin zur Beute geworden. Denn sind es nicht Schritte, die mir in der abgründigen Dunkelheit nachstellen? Schwere, stampfende Schritte von schrecklichem Klang, wie sie kein Sterblicher je hervorgebracht. Und ich höre sie in der Finsternis flüstern. Gotteslästerliche Worte, deren Sinn mir verborgen bleibt, denn ihre Sprache ist unmenschlich. Doch sie halten Abstand. Sie beobachten nur die riesigen Gefährten der höllischen Düsternis. Eine Tagebuchseite. Mittelalterlich. Kann ich da hoch? Ja, kann ich. Will ich aber nicht. Erst noch umgucken. Ich kann halt auch da runter, weißt du? Hoch oder runter? Aber, ach so, ja. Oh, ich kann mich auch hinstellen, oder? So, erstmal hier anmachen. So, dann geht jetzt gehen wir hoch. Rechts ist Bodennebel, links ist ein Gully. Ach ja, da war ich gerade, gell? Ja, genau, da war ich gerade, okay. Aber jetzt gehen wir hier rein. Ups. So, jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt... Ah, wir sind jetzt auch am Brunnen. Okay, alles klar. Jetzt müssen wir uns nochmal umgucken. Ah, ne, hier war das mit dem Peitschenschwingi. So, da waren wir noch gar nicht drin.
bist du denn für ein Apparillo? Was ist denn das alles? Und wieso sind das Skelett-Dinger? Also, ich meine, das sind Statuen. Die da nicht. Ja, aber so gut wie. Schon gut dabei. Ich kann doch 100 Pro den Deckel irgendwie runterschieben. Nicht? Was ist das hier? Wieso kann ich da kein Feuerchen dran machen? Das sieht eher wie Wasserhähne aus irgendwie. Schieb's mal da drauf. Na. Na du, wer hat dir in die Backe gebissen? Ah ja, ach, guck mal, das sind Zahlen. 5, 4, 3, 2, 1. Dann fangen wir mal an. 1. Ja, aber die sehen irgendwie alle gleich aus. 1, 2, 3, das müsste 4 sein. 5. Dann kommt die Mutter Gottes oder so. Das müsste dann 6 sein. 7, 8, 9, 10. Aber was machen die da alle? Okay. Keine Ahnung. Des Rätsels Lösung erschließt sich mir noch nicht. Gehen wir halt mal hier hin. Achso, da war ich schon. Ich habe mich komplett verlaufen. Ey Mann, ich habe eine Karte, die mir gerade nicht so viel bringt. Okay, komm her. Jetzt gerade mal das Kriegerriesen finden. Guck mal, ich krieg sogar angezeigt, wo ich hin muss. Ich will mich aber noch ein bisschen umgucken. Da hinten war ich scheinbar noch nicht. Ach ja, da bin ich vorhin runter, gell? Ja, genau, genau. Da wollte ich noch... Da bin ich dann wieder hochgegangen. Jetzt gehe ich weiter runter. So, komm mal her. Okay. Ich glaube, hier könnte ich... Kann ich mich hier hochziehen? Nicht wirklich. Ist das da, wo ich mich... Ja, das ist da, wo ich mich vorhin... Wo ich gesagt habe, da kann ich mich drüber schwingen. Ach so, das ist einfach nur, damit ich dann da rauskomme. Ja, dann. Komm mal hoch. Ich ziehe mich jetzt ein bisschen hoch, so. Bis ich mal über dem Bodennebel bin und jetzt wird ein bisschen geschwungen. Schwungvoll geschwungen. Ich hoffe, dass ich die richtige Richtung habe. Nein, mache ich nicht. Ja, mache ich nicht. Ich muss so rumgehen. Okay, alles klar. Kriegt man aber trotzdem hin. So, jetzt halt eine Fackel wäre schon nicht schlecht. Habe ich jetzt aber nicht mehr. Ach, gucke. Hier hätte man eine Fackel gebrauchen können. Wie kriege ich denn die jetzt da hoch? Kann ich die hochschmeißen, die Fackel? Meinst du, ob das geht? Sieht zumindest mal so aus. Oh ja, das hat funktioniert, ne? So. Okay. Fackel wieder nehmen. Und dann können wir das hier abfackeln. Oder auch nicht. Da haben wir es gefunden. Ist das wieder so eine Vorratskammer? Was ist diesmal da? Diesmal sieht es halt mehr aus wie Pflanzen, also nicht wie Korn oder so, sondern wie Pflanzen. Okay, ich brauche hier ein Foto. Wo genau? Ne, ich soll einfach da. Grabmalfresko. Fresko einer römischen Familie. Okay. Von irgendwelchen Jugendlichen vor 2000 Jahren. Verschönert. Verschönert? Da ist eine Wutz. Ein Schwein oder so. Keine Ahnung. Wo ist denn meine Fackel? Stehe ich nicht schon wieder auf der Fackel? Natürlich stehe ich auf der Fackel. So, also das ging einfach nur hier um, dass ich da drin bin. Okay. Da höre ich wieder Nagetiere. Okay. Sind die ungefähr gleich groß? Ja. Also es ist nicht irgendwie Kinder oder Vater und Kind oder Mutter und Kind. Aber da sind noch welche, wo nur der Kopf ist. Das ist irgendwie seltsam. Ah, gucke. Hier kann ich, glaube ich, jetzt mal einen Schlüssel einstecken, oder? Hoppala.
war ich jetzt einen Hut aufgezogen. So, hier geht wieder. Ui. Macht schon was her, ne? Also wenn das mein Vorgarten wäre, dann hätte ich es, glaube ich, geschafft. Die Frage ist halt nur, was? Was hätte ich dann geschafft? Okay, nach unten müssen wir auf jeden Fall. Erstmal ein bisschen umgucken, ne? Wie großartig. Was ist das hier? Das weiß ich nicht. Sag du es mir, du bist der Archäologe. Ich bin nur ein Proktologe, das ist nicht dasselbe wie ein Archäologe. Hm. Okay. Ach, das ist wieder so eine Kammer oder so, gell? Und dieses Mal sind wieder so Kräuter zu sehen, aber diesmal ist wohl kein Geheimnis. Hm. Haben wir nicht oben noch eine Notiz liegen lassen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich an so einem Gittertor war und konnte da drin dann so einen Lesezettelbrief-Gedönse da sehen. Was ist denn das da? Das sind doch Feuerdinger. Feuer doch mal. Los, Feuer. Ah. 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 Boah, ist das wie bei Zelda? Muss ich jetzt alle hier anmachen? Okay, dann gibt es da drüben wahrscheinlich auch eine, da das Ganze ja relativ symmetrisch nicht aufgebaut ist. Vinticus prophylaxus. Das ist ein Mann ohne Arme. Oh, keine Ahnung, was da steht. Als ob ich Latein könnte oder was. Da geht's auch runter. Oh, die Tür die hängt nicht gut in den Angeln. Also die muss jetzt aber aufgehen. Oder ist das auch ein Fallgitter? Es ist ein Fallgitter. Haben sie noch keine Scharniere gekannt oder was ist los? So, erstmal gucken, ob ich irgendwie alles hier anfackeln kann. Da ist noch eine. Liegen auch noch Skelette rum. Gibt es da Stufen für da rein? Ist das eine Tür? Ah ne, ich kann da... Das ist keine zweihändige Waffe, damit kann ich nichts einhauen. Okay, daneben geht's auch hoch. Da war gerade was zum Anzünden, oder? Noch was gesehen gerade. Ja, weißt du, wenn der Punkt also rot wird. Ah, das da habe ich wahrscheinlich. Ich versuche jetzt halt, wie gesagt, erstmal, kann man das da nicht anzünden, alle Fackeln, die hier so rumstehen, anzuzünden, damit ich mal ein bisschen Überblick hier kriege. Ach, das ist Moos. Liberty kann ich lesen. Das ist sowas wie Freiheit. Also ich kenne halt das englische Wort. So, also hier waren wir dann. Alles noch mysteriös. Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite erstmal. Ja, ich weiß, dass da ein Sarg ist. Nicht ein Sarg, eine Bahre. Den hebe ich mir für später auf. Das sollte jetzt keine Drohung sein. Ich meine... Okay. Den hebe ich mir für später auf. Dann werde ich ihn zerspeisen.
In Memorial. Ja, jetzt ist... Hä? Ach so, das ist eine halbe Figur. Wieso steht denn da eine halbe Figur? Das ist ja alles sehr mysteriös. Diese Dinger da, die schocken mich das meiste. Normalerweise könnte man die bestimmt anstecken oder so, aber irgendwie will er nicht. So. Es wird Zeit, um das Rätsel zu lösen. Da guckt einer raus. Ah ne, die hat irgendwas an den Kopf gekriegt. Es wird Zeit, um das Rätsel zu lösen, was es denn mit dem da hinten auf sich hat. Und da gehen wir jetzt hin. Morgen. König der Cliffhanger. Sehr gut. Morgen gehen wir da hin und dann rätseln wir uns hier weiter und gucken, was der da liegt und wie lange der schon liegt. Ich meine, wenn er da schon, der liegt da schon ewig, der ist schon ganz versteinert. Guck mal. Werden wir also morgen machen und dann auch eventuell rausfinden, ob ich gerade Schritte hinter mir gehört habe. Tschüss.